Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Indica. Wir sind ja gestern, wagemutig wie wir sind, hier hochgekommen. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt halt hier weiter zu diesem zwiebeltürmischen Gebäude, was auch immer das ist. Wir werden mal gucken. Das ist schon... Die Kirche des Johannes von Damaskus, hier auf dem Plakat, ragte über Indica auf. Sie wurde mehr und mehr von Furcht erfüllt. Vielleicht kam sie zu spät. Was, wenn sie erkannten, wer sie war und sie nicht hereinließen? Was, wenn sie eines Wunders nicht würdig war? Vielleicht brauchte man eine Eintrittskarte, um das Wunder zu sehen und die Vorstellung war ausverkauft. Was, wenn ihr Glaube an Gottes Plan nur ein weiterer Irrtum war? Eine Versuchung, die ihr schwaches Herz erlegen war? Es geht um ein Plakat, wo gesagt wurde, in der Kirche von Damaskus werden Wunder vollbracht. Hier, bist du krank, zack, bist du geheilt. Hast ein abes Bein, zack, hast ein drannes Bein. Oder so irgendwie. Und wenn du mentale Probleme hast, auch davon wirst du geheilt. Und was kann denn ein größeres mentales Problem sein, als eine Nonne, die im Kopf die Stimme von Satan hört? Zumindest stand es so auf dem Plakat, dass er geheilt wird. Ich traue der Sache da auch noch nicht so. Ich weiß gar nicht, da links, also ich würde jetzt eher gerade, ich gehe geradeaus. Was sieht hier? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Ilja auf dem Weg hier ist, hierher. In die Kathedrale von Damaskus oder wie das hieß. So, dann werden wir mal gucken. Hallo. Doch. Danke. Eine Entschuldigung. Aber ich gehe besser weiter. Nicht, dass ich noch hier einen Dingens krieg. Von wegen, das ist aber eine Oper. Da musst du jetzt aber Geld bezahlen. Oh, warte mal. Kann da reingehen? Oh ja, man kann. Moment, was ist das hier? Da ist ein Cello und ein Buch. Verfasst vom Konventualen Gerasimus Sutzki. Über das gottgefällige Ausrichten der Finger zum Zeichen des Heiligen Kreuzes nach Art orthodoxer Christen. Jesus! So. Aber was ist denn das mit den Schlangen da? Oder Drachen? Das ist eine zweiköpfige Drachenschlange. Ja, nehme ich mal mit. Bin ich nicht hier. Also es zieht hier ein bisschen. Was ist das hier? Aha. Kann ich wieder ein Kerzchen anstecken? Oh, da ist... Ich kann mich da hinsetzen. Ja. Nun. Also eine Ansicht hübscher als die andere hier. Ja, ist das ne. Okay, die ist weiß zumindest. Ist es jetzt morgens oder abends eigentlich? Okay, was liegt denn da alles auf dem Boden? Eben erst das Apfelschalen oder was? Was hat er da dran gemalt? Ein Schinken. Ja, den hätte ich auch gerne. Und hat er sich seine Möbel hingemalt, weil er sie sich nicht leisten konnte oder so? Das kann natürlich sein. Kerzchen anstecken. Wichtig. Okay. Da drüben geht's raus, denke ich. Tür wieder zumachen, bitte. Jetzt zieht's noch mehr. So, jetzt pass auf. Wollen wir mal probieren, ob man das da
gucken kann, was das bedeutet. Moment. Erstmal Arme strecken. Da sind wir. In der Stadt Spassow, in der Kathedrale von Goanna Damiska. Was das große Orange, das große da bedeutet, weiß ich nicht. Da unten vielleicht noch. Eheleute, Untreue und andere körperliche, seelische Leiden. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Das Plakat. 20 Mappa. Mapta. Keine Ahnung, was das ist. Was ist das für ein Riesenvieh? Das ist nicht gut. Das sage ich euch mal. Der soll besser nicht aufwachen. So, Moment. Mein Herzgebubbeltes, auch Freundin genannt, hat gerade nichts Besseres zu tun, wie mir Nachrichten zu schreiben. So, habt nichts gehört, ihr habt auch kein Niesen gehört. So, ich gehe mal hier die Treppe erstmal runter. Schon wieder Fisch. Fisch kommen wir. Ich habe so das Gefühl, dass ich diese Plattform eigentlich mit runterbringen müsste. Ich guck mal, ob auf ist. Nee. Okay. Erster Stock oder was? Da ist ein... Dann kann ich bewegen. Ah, ja. Kann ich bewegen, aber ich will mich erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Hier? Zu. Ein Buch. Das Leben des heiligen Jona. In seinen ersten Jahren als Mönch lebte der heilige Jona zurückgezogen mit Optatus, einem gerissenen Alten, der dafür bekannt war, seine Brüder zu versuchen und ihre Geduld zu strapazieren. Auch Jona blieb nicht verschont. Des Morgens verbarg sich Optatus unter einer Bank und fuhr mit lautem Gebrüll aus seinem Versteck. Im Speisesaal schrie er und warf tote Fliegen und Ruß aus dem Ofen in Jonas Essen. Wenn Jona betete, kreischte Optatus und schlug ihm das Gebetbuch aus der Hand. Vor dem Zubettgehen schrie Optatus wieder und drang mit einem glühenden Holzscheit auf Jona ein. Das ist aber nicht sehr freundlich. Glühenden Holzscheit. Okay, es geht hier nicht weiter. Also, kann ich da drüber hüpfen? Guck mal hier. Normalerweise müssen wir da einfach drüber hüpfen können. So, hier ist alles zu. Dann probieren wir mal erstmal den Tresor hier zu verschieben. Er hat ja zum Glück Rollen. So ungefähr. Passt schon, oder? Ich mach mal die Lampe aus. Ich glaube, ich bin hier... Ich will hier unentdeckt bleiben, aber ich will auch... Da tanzt wer. Ja, Nein. Also ich will schon nicht gesehen werden, aber ich habe ja die Komm aus dem Knast Freikarte. Die da lautet: Ich bin eine Nonne. Ja, der tanzt halt einfach. Der freut sich über die Musik. Tanzt ein bisschen. Du siehst mich nicht, oder? Gut. Da war doch eben noch ein Fenster. So, wir sind gleich wieder im Hellen. So. Alles klar. Wisst ihr? Man den Aufzug gar nicht gebraucht. Oder? Ist das ein Haus? Ne, das sind Kisten. Da steht... das Bein schwingt ganz flott. Was ist hier? Samovar. Ach ja, das letzte Abendmahl. Wie sentimental. Ach so. Aha. Okay. Kann ich da drauf? Nee.
gehe ich denn jetzt überhaupt hin? Also ich will doch aber eigentlich zur Kirche. Muss ich darüber balancieren nachher? Höchstwahrscheinlich. Aber erst gehen wir mal da hoch. Sieht einfacher aus, weißt du? Das dreht sich im Kreis. Um was geht's hier? Geht nicht mehr? Ah. Okay. Es geht um diese Plattform. Da kann ich jetzt nicht drauf. Ich verstehe noch nicht ganz, wie, was, wo, ne? Aber das macht ja nichts. Plattform bewegen. Ich weiß halt nicht, wo ich hin will. Das ist aber auch schlecht zu erkennen. Nein, andere Richtung. Nicht... Okay, pass auf. So. Nach rechts rum, nach links rumdrehen. Okay. Ich habe hier ehrlich gesagt keine Ahnung. Wo vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Unten ist eine Straße. Durch ein Tor oder so. Also für was brauche ich diese Plattform? Ich gehe jetzt erstmal darüber, ja? Ich weiß, wo ich die Plattform hinmachen muss. Ich weiß es. Wahnsinn. Okay. Ja. Ist das doof. Ja, okay. Ja. So, da war ich wieder etwas vorschnell, ja? Da war ich wieder etwas vorschnell. Geht die nicht tiefer? Okay, dann lassen wir uns mal so. Ungefähr. Gucken mal, ob das reicht. Ja, also eigentlich sollte das schon... Ich meine, da kann man ja jetzt draufklettern, sag ich mal, oder? Hoffe ich. Ja, guck. Das sieht aber auch nicht so... Okay. Отдай! Ты его прочел? Что с твоими волосами? Warum er soll mit meinen Haaren sein? Du kannst meine Haare gar nicht sehen, kannst du nicht. Was ist das hier? Moment, ich muss natürlich gucken. Moment, erstmal muss ich da unten gucken. Nicht, dass ich hier was übersehe. Nee, dann will ich natürlich da hochgehen. Oh, hier gibt's viel. Also da ist zumindest irgendwas. Ein Buch, ein weiteres. Paraskeva Freitag. Hatte ich das nicht schon? Heilige Märtyrin Paraskeva, bitte Gott für uns. Das sieht eher aus wie so ein Schlüssel. Den kann man da Hände und Füße einsetzen oder was? Nee. So. Nun gut. А тебе не нравится?
Hä, warum? Was ist mit meinen Я Haaren? матушка обрила. Ach so. Наказание. Да ни за что просто. Я отцу Сергию Филонь сожгла. Was ist ein Philogin, das was er angesenkt hat? Manch einem scheint sein Weg der Rechte, aber am Ende sind es Wege des Todes. Sprichwörter 14,12. Wie ist denn der so schnell da durchgekommen? Oder hat der einen Schlüssel oder was? Oh, ist ein Licht an hier. Ja, das ist gut voll hier. Da ist eine Kiste, die ich wieder verschieben kann. Ah, dann kann ich da das Fenster raus, okay. Moment. Da liegt was. Wie komme ich denn da hin? Hinten am Ofen. Nee, ernsthaft jetzt, wie komme ich denn da hin? Ich will das schon haben, ne? Müsste ich aber über den Ofen klettern oder so. Soll ich mal probieren? Wie soll ich denn da drüber kommen? Nee, das... Ich glaube... Irgendwas liegt da, ne? Und ich komme nicht dran. Das stört mich in meiner Zockerehre, weißt du? Ich guck mal, ob es vielleicht so... Nee. Das ist so... Komme ich da durch? Ich komme da halt einfach nicht dran. Ja, weißt du was? Dann pennen wir die Gänse. Was ist das? Was war das? Ist das nicht derselbe Raum, wo ich gerade eben drin war? Aber was... Ach, stimmt. Ah, ich verstehe. Könnte ich jetzt... Ach so. Moment. Herr Krabbel, da ist er schon wieder. Was ist das? Ist das der Leibhaftige höchstpersönlich? Nicht gut. Okay, das ist nicht geplant. Huch, das habe ich da im Auge. Ja, ich glaube, der hat gerade gesagt, ui, scheiße. So, jetzt pass auf. Also ich kann das da verschieben, damit ich dann zum Beispiel... Oh. Könnte ich auch hier drauf gehen? Einfach mal probieren erstmal jetzt. Naja. So. So, hier. Ich weiß nicht warum, aber... Okay.
So, ich weiß halt nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Also, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist jetzt das Dingens, was ich jetzt verschoben habe, steht jetzt hier in derselben Stelle. Moment. Kann ich da weiter hochklettern? Wenn ich... Wenn ich das da weiter runterstelle, könnte ich da weiter hochklettern. Aber das wird mir ja halt gar nichts bringen. In diesem Raum. Geh mal darüber. So, aber das ist schon der erste Raum, ja? Das ergibt alles gar keinen Sinn. Das ergibt hier alles gar keinen Sinn. Okay. Wie machen wir denn das? Fahr mal das mal, das passt doch genau hier mittig rein, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine coole Idee ist. Für irgendwas. Ja? Nee. Das ist nicht wirklich eine coole Idee für irgendwas. Weil jetzt habe ich das Dingens da stehen. Kann ja jetzt damit aber gar nichts anfangen. Also wenn, müsste ich es... Aber warum würde ich das wollen? Kann ich dann über die Rohre drüber gehen? Das ist kompliziert hier. Wie komme ich zurück? Hoppala, in den normalen Raum, ja? Ich muss halt mal... Ich gehe davon aus, dass das ist ein helles Fenster, weißt du, dass ich da raus muss. Und dieses helle Fenster ist da oben. Ich gucke es mir mal ganz kurz an. Ist da oben. Aber da komme ich überhaupt nicht hin, das kannst du vergessen. So, jetzt pass auf, ich gehe mal hier runter. Voila. Ah! Ich kann jetzt da runter, ne? Habe ich ja doch eigentlich geschickt gemacht, oder? Denke ich. Ja, siehste. Also. Okay. Ne, das bringt nur nicht viel. Kann ich wieder hoch? Nee. Okay. Was würde ich hier wollen tun? Also normalerweise stimmt das schon. Ich glaube, es ist nur nicht geplant, also ich komme jetzt hier halt nicht hoch. Ich könnte dann da links weitergehen, da rechts weiter und dann... Oh, ich hänge fest. Das ist jetzt schlecht. Ich komme hier nicht raus. Ist jetzt schlecht. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann mich nicht wegrollen oder so. Irgendwie sowas. So. Ich glaube, das war... Gut. Bin ich zu weit zurückgegangen. Okay, alles klar. Okay, ich als erstes mal gucken, ob ich da jetzt halt reinkomme. Nee, ne? Kannst das Licht auch wieder anmachen, so. Also, da drüben kraxelt der wieder rum, ja? So, kann ich schon so rüberlaufen? Aber ich kann hier nicht runterhüpfen. Also mein Hirn ist ja wie bei, wie hieß das, Viewpoint oder so? Nee. Ich habe da letztens, oh, ist auch schon wieder, das war Februar oder so, wo ich ein Spiel gespielt habe, wo es auch nur mit perspektivischen Rätseln und sowas ging. Das war ein krasses Spiel. Warte. Ich kann ja aber dieses Ding auch da durchfahren, oder? Nee.
Geht nicht. Geht gar nicht durchzufahren. Das ist schlecht. Ja. Okay, ich mach's mal so hin, ja? Oh. Schon immer aus. Also ich würde dann... Ach, das ist ein Tuch. Da kann man gar nicht drüber laufen. Könnte ich da hin, dann da drauf, aber das kann ich so... Ich probiere mal jetzt einfach, ne, ob sich da irgendwie was Neues ergibt, wenn ich das so hinstelle. So, jetzt pass auf. Ja, jetzt kann ich rüberlaufen. Da hing's ja eben dran. Okay, da könnte ich eventuell auf die Rohre drauf. Aber mein Plan... Nee, da geht's... Ich kann da runter. Hopp. Hopp. Ja, ist ja gut jetzt. Ich hab's verstanden. Du bist ein guter Pfeifer. 2 vor, 1 hinterm Ei. Oder umgekehrt. Kirche des Johannes von Damaskus. Okay. Ist... Вон, смотри. Это наш собор с афишей. Er ist halt... Ich wollte jetzt sagen, er ist immer noch angefressen, weil wir ihm den Arm abgehackt haben. Das Ding ist halt, dass er halt auf ein Wunder gehofft hat, dass der Arm, der durch Wundbrand oder wie das heißt, quasi, ne, er wäre daran gestorben an Blutvergiftung oder so, aber er hat halt auf ein Wunder gehofft, dass der Arm wieder gesund wird. Er wird jetzt garantiert nicht mehr gesund, weil er nicht mehr dran ist. Er hat jetzt einen abten Arm. Aber er hat ihn mal mitgenommen. Also er hat schon irgendwo recht, dass er ein bisschen angefressen ist. Ist das hier die Druckerei, wo sie die Plakate gedruckt haben? Da kann ich wieder Kätzchen anstecken. Ja, nur eine? Okay. Es scheint so, als wäre das hier die Druckerei. Okay. Oh. Da muss ich runter. Okay. Ist da eine Tür? Nee. У Батца. Чё? Трактир, про который ты рассказывал, вон, под нами. Да. Wo ist er denn? Ach, da. Кстати, вон, видишь? Ломбард напротив. Ah, Его владелец Наум Бац. Это брат Ефима. okay. Они друг друга на дух не переносили. Но при этом всю жизнь друг от друга зависели. Наум скупал краденое у местных бродяг. А те сразу шли к Ефиму спускать вырученное на вино говенное и проституток. При Okay. этом частенько ложки Фимы оказывались на витрине Наума,
Мы их называли наебаться и уебаться. Почему они друг друга не любили? Да потому что каждый считал, что другой брат богаче. Скоро ты снова сможешь дать там концерт. А я приду тебя послушать, а? Okay. Also ich muss auf jeden Fall da runter. Plopp. Da könnte ich nicht aufs Dach, also muss ich doch... Achso, ich muss Richtung zu ihm gehen. Achso, das hätte man natürlich auch einfacher machen können, statt hier über die Häuserdächer hinweg zu labern. Okay. Was ist denn hier los? Jesus, nein. Was ist das? Guck mal, das ist der Opus Hasezaun. Was ist denn das für Gerüste überall? Was ist das für eine riesige... Moment, die muss ich mir jetzt angucken. Warte mal kurz. Was ist das für eine riesige Glocke? Und da drüben torkelt einer rum. Könnte doch ein Zombie sein. Mach mal übrigens die Lampe weg. Die brauchst du, glaube ich, hier nicht hell genug. So, weiter geht's, ja. Was ist wieder? Was ist, nee, sag mal, wo führst denn du mich hin? Boah, das sind zwei. Eine macht Bim, eine macht Bam. Die sehen aus, als würde das ein mächtiges Bim-Bam sein. Das kann ich euch sagen, ne? Сука! Недостроено! Da ist die Glocke, die ich mir gerade angucke. Ist nicht fertiggestellt oder was? Kann ich ja gar nicht glauben. Achso. Was ist das für ein Dreieck? Zum ersten Mal Dreieck drücken? Опускай! Also, Поднимай! also, okay. Er kann mich jetzt halt hoch und runter fahren. So, also, das ist Rufen. Rufen ist das. Rufen. Weißt du, was auch ruft? Das Ende der Folge. Morgen geht's weiter. Ich glaube, wir sind beim Endspurt, okay? Danke. Tschüss.